Hallo zusammen, da ist der Raphael vom Geekstübli und wir haben heute ein Interview mit einem Vertreter von GameRights. Genau. Sehr schlaue Organisation und wir wollen die mal ein bisschen kennenlernen. Du darfst dich gerne schnell selber vorstellen. Okay, zuerst merci für die Chance. Mein Name ist Thomas Riedeker. Ich bin Co-Gründer und Präsident von der Vereinigung GameRights. Wir sind die Konsumentenorganisation der erwachsenen Gamer in der Schweiz und sind im Prinzip, wenn du ein Gamer bist, sind wir eigentlich deine politische Stimme. Das kann man ziemlich genau so sagen, zumindest in der Deutschschweiz. Und setzen uns für ehrlichen, fairen Jugendschutz und gegen Gameverbote. Ja, merci vielmals. Was ist so der komplett intuitive Prozess gewesen, für zu sagen, wir brauchen in der Schweiz jemanden, der hinter Games steht und das auch gegen aussen vertritt? Weil wir kennen das Problem als Gamer, wir sind gleich mal in einem Klischee drin. Killerspiele, das war ein grosses Thema gewesen. Ich glaube, es ist irgendwie rund um 2008 ist das so ein bisschen entbrennt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Eben, es hat verschiedene Spiele nicht gegeben, die dazu beitragen. Deutschland hat sehr strenge Gesetze. Ja, was war da die Intuition gewesen, um zu sagen, jetzt reicht es? Es war 2009 gewesen. Anno 2009. Das ist fast schon 10 Jahre her. Das ist schon wieder 10 Jahre her. Oh Jesus Gott. Und ich habe dort im Büro gearbeitet. Und es ist dann Winnenden passiert, die Schiesserei. Wenn es mir recht ist, ist es Winnenden, genau, ja, richtig, stimmt. Und es ist losgegangen, also dort ist es halt dann wirklich so gewesen, dann es haben sich alle, ich würde jetzt mal sagen, auch ernstnehmende Medien sehr schnell auf die Killer-Games eingeschossen. Das ist ein Begriff, den man eigentlich ungern verwendet, weil es für uns Blödsinn ist. Das hat uns natürlich einerseits als Gamer, also meine Mitarbeiter und mich einerseits als Gamer gestört, weil wir gefunden haben, hey, wir fühlen uns da in eine Ecke gedrückt von irgendwelchen perversen, kaputten, gewalttätigen Menschen, die wir überhaupt nicht sind. Und dann nachher haben wir halt auch, wir sind auch unterwegs gewesen, in irgendwelchen Gameforen, auch in der Schweiz, oder Blogs gelesen, kleinere Blogs. Und wir haben gesehen, dass sich überall sehr viele Leute darüber echauffiert haben, dass alle sind immer gegen uns, die bösen Medien schiessen immer auf uns, aber niemand hat irgendwo mal gefunden, wir starten jetzt mal eine Gegeninitiative, wir versuchen uns mal zu organisieren, weil Gamer sind damals ganz sicher, jetzt ist es vielleicht anders, aber damals ganz sicher ein sehr, sehr verbröselter Kuchen in der Schweiz. Also es ist jeder hat ein bisschen sein eigenes Ding gemacht, es hat nicht viele Organisationen gegeben, außer News-Organisationen. Und so ein paar Ligen. Und wir haben gefunden, komm, wir machen eine Webseite, wir nennen die GameRights, was hauptsächlich daraus entstanden ist, dass wir ein bisschen an Namen umgedacht haben und geschaut haben, welche Domäne frei ist. So läuft es. Ja, so ist es zungenermassen manchmal so, genau. Und gefunden haben, es passt. Und dann haben wir die Webseite aufgebaut und die Idee ist eigentlich, dass wir ein Forum offerieren und nicht mehr machen, als sagen, wir möchten eigentlich einen zentralen Gesprächspunkt bieten, wir möchten das Gespräch ein bisschen ankicken. Ihr könnt zu uns kommen und ihr könnt bei uns sozusagen die negative Energie, die ihr in euch tragt, den Frust, die positive Energie umwandeln und etwas daraus machen, vielleicht auf Politiker zugehen zusammen, weil zusammen ist man stärker, oder? Das ist ja, glaube ich, ein Grundsatz, den wir uns, wo alle kennen. Jedenfalls haben wir das GameRights gegründet und dann ist das gut gelaufen und dann haben wir gefunden, um das super so starten, schauen wir, dass wir irgendwie mit den Medien in Kontakt kommen. Was für uns schwierig ist, wenn jemand wirklich Medienerfahrung hat. Auf jeden Fall 20 Minuten von uns aufmerksam geworden und hat einen grossen Beitrag gestartet. An diesem Tag sind hunderte Gamer haben sich bei uns angemeldet und haben mitgemacht. Wir sind recht überrascht gewesen. Wir haben dann gefunden, um das rechtlich super organisieren, vor allem, weil wir gewusst haben, dass wir mit Politikern reden, die zum Teil halt einfach, weißt, Internet gleich Neuland, oder also keinerlei, man kann nicht sagen, das ist eine Internet-Community, die denken. Angela, Aber wenn du sagst, wir sind ein Verein, das ist eine alte, nicht nur Schweizer, aber vor allem in der Schweiz sehr wichtige rechtliche Institution. Das ist richtig. Und dann denkst du gerade, ein Verein. Genau, Okay, dann haben wir halt einen Verein. Meinung hat etwas präsentieren, genau. Ja. Genau, du kannst sagen, wir sind von einem Verein. Auf jeden Fall haben wir einen Verein gegründet und so hat das im Prinzip angefangen. Relativ gleich haben wir dann gemerkt, dass die Leute wirklich zusammenarbeiten wollen. Wir haben dann Taskforces gründen für alles Mögliche. Die sind dann ein bisschen leerer geworden, weil es ist ja alles Freiwilligenarbeit und Freiwilligenarbeit funktioniert eben so lange, wie das gegen oder für das du dich einsetzen willst, aktiv ist und motiviert. Aber sobald die Daten aus den Medien verschwunden sind,
sind auch die Freiwilligen ein bisschen weniger geworden. Das ist nicht allzu schlimm, wir haben uns ja aber können fortführen und dort sind die Jahreslang gegangen und wir haben verschiedene Sachen gemacht. Wir sind dann auch bei 20 Minuten in einem Live-Interview mit dem damals wahrscheinlich prominentesten Schweizer Game-Gegner. Wir haben damals, haben uns dann auch als Konsumentenorganisation positioniert, also auch nicht nur die ganze Verbotssache. Alles, was sich damit zusammenhängt. Wir haben zum Beispiel interveniert in Deutschland, wo ein Clan haben ein Mitglied an Krebs verloren und sie haben wollen mit Spenden die deutsche Krebsliga oder eine ähnliche Organisation unterstützen und die hat sie abgewiesen, weil sie gesagt haben, wir wollen da nichts mit Killer Games zu tun haben. Und dann haben sie sich recht verstrickt in gegenseitige Mails und es hat nicht gut ausgesehen. Wir haben dort interveniert, mit beiden geredet und dann ist es wieder gut gekommen. Das andere, etwas vom wahrscheinlich fast Wichtigsten für so den Gamer direkt, ist dass man das neue Wolfenstein vor ein paar Jahren in der Schweiz nur in der deutschen zensierten Version bekommen hat. Und wir haben dort mehrere Wochen lang bei Bethesda und Valve interveniert, per Telefon und so weiter und so fort. Und ihnen erklärt, unsere Rechtslage ist anders, bis sie das System eingerichtet haben, das jetzt noch bei Steam in der Schweiz aktiv ist. Und zwar, dass du in der Schweiz kannst wählen, wenn du es kaufst, willst du die deutsche oder willst du die englische Version. Wir haben, das ist vielleicht auch noch... Auf diesen Punkt kommen wir dann auch noch mal zu sprechen. Gerne, eigener Erfahrung erlebt. Aber das okay. Wir haben unser wahrscheinlich wichtigste Projekt, also ein kleines Projekt ist, dass wir jeden Winter einen Gameführer rausgeben für Eltern, dass sie wissen, was sie ihren Kindern kaufen können, dass sie etwas Altersgerechtes kaufen, aber trotzdem Spaß macht, weil wir irgendwann gefunden haben, die Gameführer von so Jugendschutzorganisationen haben oft, pädagogisch korrekte und wichtige Games drin, aber nicht unbedingt so wirklich gute Games. Und wir haben wollen, dass es beides ist. Und wer fragt man da? Gamer. Und etwas vom Wichtigsten, was wir haben, ist Game Agents. Wir haben ein paar Leute, wo wir mit Banner und Flyer und Konsolen und Information, mit pädagogischer Information an Elternabend und Lehrerkonferenzen und politische Treffen schicken und die Leute dort eben gerade hauptsächlich, ich sage jetzt mal, Politiker oder Personen, Schlüsselpersonen in einem höheren Alter, die nicht so wirklich mit Games etwas zu tun haben, für die das so ein bisschen etwas Heikles ist, was sie nicht kennen, dass sie einfach mal mit ihnen gamen. Und die allermeisten haben nachher wirklich eine andere Meinung davon und realisieren, dass der Befund von der Psychologie, dass du, wenn du Games aufnimmst und sie spielst, ganz anders ist, als wenn du zuschaust. Er kennt sich selber. Es hat mal 2 ältere Damen gegeben an einem Event, wo wir praktisch haben müssen von der Konsole wegreißen. Sie haben Elo gespielt, weil sie haben es so gern gehabt. Und das ist ja gar nicht so schlimm. Und durch das haben wir eigentlich, ich würde sagen, haben wir doch recht Erfolg können feiern in der Schweiz und vor allem gemerkt, dass die ganze Thematik weniger ein politisches Links-Rechts-Spektrum ist. Also sagen wir jetzt, die Linken sind eher kritisch bei Games, die Rechten sind eher weniger kritisch oder so, sondern tatsächlich ein Generationenkonflikt. Wir haben ja auch mit der jungen Partei jetzt zu tun gehabt. Und die haben durchs Band, also vielleicht waren es auch nicht Fans gewesen, aber sie haben gefunden, aber wieso gerade verbieten, ist doch jetzt auch blöd. Und die älteren Mutterparteien haben auch von links nach rechts gesagt, die Sachen wissen wir nicht so, vielleicht verboten, nicht so schlecht. Genau. Und jetzt stehen wir da im 9. Jahr, nein, im 8. Jahr. Und gleich im 9. Jahr. Ja, also Ja, sind wir, sorry. Das ist kein Problem. Im 9. haben wir einiges aufs 9. Ich glaube, wir sind im 9. Das ist gut, ist okay.